Guten Morgen. Ich grüße Sie auch ganz herzlich im Namen unseres Herrn und Erlösers Jesus Christus zu diesem Gottesdienst. Vielen Dank für alle, die die musikalische Umrahmung getätigt haben. Markus für die Einleitung. Und natürlich die Kinder, das war ja eine Botschaft für sich. Es war sehr schön, hat mich sehr angesprochen. Eigentlich kann man dazu nur Amen sagen, also es war schon die Predigt. Ja, Gott, Baal, Weihnachten und wir ist das Thema. Der Titel ist vielleicht ein bisschen irreführend. So viel werden wir nicht über Baal reden, weil Gott interessanter ist. Aber es wird einige interessante Parallelen im Alten Testament geben. Zuerst noch eine Mitteilung von Nathanael Winkler. Weil es einige Missverständnisse wohl gab, hat er mich gebeten, das zu sagen. Wir glauben nicht, dass die Apokryphen Gottes Wort sind. Er hat also aus den Makkabäern zitiert, wie man aus einem Geschichtsbuch zitiert. Es ging also nicht darum zu beweisen, dass das Gottes Wort ist, sondern weil er zeigen wollte, wie Gott in der Geschichte handelt. Und er handelt bis heute, also auch in 2000 Jahren seit dem Neuen Testament, hat Gott nicht Däumchen gedreht, sondern er handelt. Aber wo er sich verbindlich offenbart, ist natürlich sein Wort, die Bibel. Ich möchte noch ein Gebet sprechen. Vater im Himmel, in Jesu Namen danken wir dir für diesen Tag, den du uns schenkst, für diesen 4. Advent, Herr. Wir danken dir, dass wir uns daran erinnern dürfen, Herr Jesus, dass du Mensch geworden bist, um uns zu erlösen, Herr. Und ich bitte dich, segne auch jetzt diesen Gottesdienst, diese Versammlung. Wirke du durch deinen Heiligen Geist und hilf auch mir, dass ich auch das sage aus deinem Wort, was den Prinzipien deines Wortes und deinem Wesen entspricht, Herr, und dass dein Name auch heute Morgen groß gemacht werden kann. Ich danke dir dafür. Amen. Ja, wir feiern 4. Advent, noch ein paar Tage. Da feiern wir alle Weihnachten oder auch nicht. Die Sache ist, oder die Frage, die sich viele tiefgläubige Christen ernsthaft stellen, alle Jahre wieder, wir bekommen auch alle Jahre wieder Briefe, dürfen wir überhaupt Weihnachten feiern? Und das ist eigentlich die Frage, auf die ich heute eingehen möchte. Es ist also keine Weihnachtsbotschaft, die erhalten Sie in ein paar Tagen. Es ist die Frage, dürfen wir überhaupt Weihnachten feiern? Gläubige Weihnachtskritiker werden nicht müde, auf die heidnischen Ursprünge von Weihnachten hinzuweisen. Und ihr Anliegen ist, das möchte ich sagen, ihr Anliegen ist ehrenwert. Ich möchte mich nicht über die Weihnachtskritiker lustig machen. Es geht ihnen um die Ehre Gottes. Im Alten Testament zum Beispiel, im Alten Testament tadelte Gott die Israeliten, dass sie die Verehrung des einen wahren Gottes mit der Verehrung Baals vermischt haben. Sie haben die Höhen in ihrem Land stehen gelassen. Und die Höhen, das waren die Orte, wo die Kanaaniter die Heiligtümer hatten. Und es bedeutete nicht, dass die Israeliten jetzt nur Baal angebetet hätten. Einige haben das in der Tat getan. Aber manche haben gemeint, sie könnten die heidnischen Traditionen einfach mit der Anbetung Jahwes, des Bundesgottes Israels, verbinden, vermischen. Und das war für den Herrn ein Gräuel. Und die bange und an sich ja eigentlich auch berechtigte Frage vieler Christen, ist das Weihnachtsfest heute solch eine gräuliche Vermischung? Nun, meine Antwort wird Nein lauten, aber ich muss gleich zu Beginn sagen, die Bibel sagt nichts über das Weihnachtsfest. Sie können die Bibel 1000-mal durchlesen, Sie werden nirgendwo ein Gebot oder ein Verbot von Weihnachten finden oder von dem, wie wir heute feiern oder von den Adventskränzen oder Weihnachtsbäumen oder was auch immer. Wir können uns also nur Prinzipien in Gottes Wort angucken und dafür möchte ich vor allem mich am Kolosserbrief so stichpunktartig orientieren und auch ein Prinzip im Alten Testament betrachten. Wenn Sie jetzt vielleicht sich Hintergründe zum Weihnachtsfest erhofft haben, dass ich Ihnen jetzt einen langen Vortrag halte, was genau die Hintergründe sind, muss ich Sie enttäuschen oder auch wenn Sie das langweilig finden, beruhigen. Dazu werde ich nicht viel sagen oder eigentlich nichts.
Ich kann Ihnen aber sehr dieses Buch von Michael Kotsch empfehlen. Das ist jetzt auch am Büchertisch, Weihnachten, Herkunft, Sinn und Unsinn von Weihnachtsbräuchen. Er geht wirklich sehr gründlich und auch sehr ausgewogen, wie ich finde, und nüchtern auf die Hintergründe von Weihnachten ein und zeigt, woher so viele verschiedene Bräuche kommen, was christlich ist und was vielleicht weniger christlich ist. Aber wir wollen uns mit der Frage beschäftigen, können wir als gute bibelgläubige Christen heute Weihnachten feiern? In Kolosser 2 sagte Apostel Paulus nämlich Folgendes, in Kolosser 2, Vers 8. Kolosser 2, Vers 8. Dort sagt er, gebt Acht, dass nicht jemand da sei, der euch als Beute wegführt, durch die Philosophie und durch eitlen Betrug nach der Überlieferung der Menschen, nach den Elementen der Welt und nicht nach Christus. Ist das Weihnachtsfest so ein eitler Betrug, eine Philosophie und Überlieferung der Menschen, der Elemente der Welt? Wir werden im Kolosserbrief gleich sehen, worüber der Apostel Paulus hier genau spricht. Aber gehen wir zurück in die Geschichte. Eines ist klar, wenn wir die Geschichte angucken, dass das Weihnachtsfest an einem Tag eingeführt wurde, wo tatsächlich man als ein bisschen fragwürdig einstufen könnte. Im 3. Jahrhundert war ja das römische Reich heidnisch, durch und durch. Und die Christen erlebten abwechselnd Zeiten der Verfolgung und der Toleranz. Mal wurden sie verfolgt, mal ging es ihnen besser. Seinerzeit erhob der römische Kaiser Aurelian den Sonnengott Sol zum Herrn des römischen Reiches. Er war so ein Fan von diesem Sonnengott Sol, dass er ihn zum Herrn des Reiches ernannte, und zu Ehren dieses Götzen führte er auch einen Feiertag ein. Und das war der 25. Dezember, wo dann seine Geburt gedacht und gefeiert wurde. Später, einige Kaiser nach ihm, bekehrte sich Kaiser Konstantin der Große zum Christentum. Oder sagen wir mal so, er wandte sich auf jeden Fall dem Christentum positiv zu. Seine Bekehrung ist umstritten und ich möchte hier jetzt nicht eine Büchse der Pandora öffnen und meine Deutung geben, aber er hat das Christentum im römischen Reich legalisiert. Und er war auch ein Anhänger dieses Sonnengottes, dessen Verehrung hat er aber aufgegeben und sich Christus zugewandt. Und als dieser Konstantin der Große dann starb, hatte sich ausgerechnet der 25. Dezember in weiten Teilen der Gemeinde als öffentlicher Erinnerungstag an die Geburt des Herrn Jesus durchgesetzt. So, moderne Weihnachtskritiker prangern dies nun als einen unheiligen Kompromiss an, als einen Beweis. Seht ihr, hier hat schon, kaum bekam die Gemeinde die Macht, die Anbetung des Sonnengottes irgendwie mit der Anbetung Jesu vermischt. Dieser negativen Deutung schließe ich mich nicht an. Ich glaube nicht, dass das eine Vermischung war, sondern etwas ganz anderes. Etwas, was man eigentlich schon als Prinzip im Alten Testament findet. Und bevor Sie jetzt rausrennen, lassen Sie mich zeigen, was ich meine. Wer meint, die ersten Christen damals hätten gleich Zugeständnisse an die Heiden gemacht, ich würde sagen, diese Leute vergessen vielleicht ein bisschen die psychologische Verfassung der Gemeinde damals. Wenn wir die Geschichte angucken, sehen wir, dass kurz bevor Konstantin Kaiser wurde, die Gemeinde interessanterweise durch die schlimmste Verfolgung, die es jemals im Römischen Reich gegeben hatte, durch musste. Und in dieser Zeit haben auch einige den Glauben verleugnet oder sie sind Kompromisse eingegangen. Sie haben nicht wirklich den Herrn bekannt oder in irgendeiner Weise standen sie nicht klar zum Herrn.
Und als dann das Christentum legalisiert wurde, entstand in der Gemeinde eine sehr feurige und sehr leidenschaftlich geführte und emotionale Debatte darüber, was machen wir jetzt mit den Christen, die nicht kompromisslos waren in der Verfolgung und die jetzt wieder zurück in die Gemeinde wollen, jetzt da die Römer uns tolerieren. Kompromissbereitschaft kam für die alte Gemeinde gar nicht in die Tüte. Sie hatten 300, 400 Jahre lang unter Verfolgung sich nicht den Götzen zugewandt. Sie hatten den Heiden immer wieder gesagt, es gibt nur ein Gott im Himmel. Es gibt nur einen, der euch retten kann. Und das ist der Herr der Bibel. Und glauben Sie wirklich, dass Sie als erste Amtshandlung, nachdem Sie nun endlich toleriert werden, als erstes sagen, schön, jetzt vereinen wir alle heidnischen Götter im Christentum? Nein. Sie wollten damit etwas ganz anderes sagen, als sie am 25. Dezember ausgerechnet an diesem Tag die Geburt des Herrn Jesus feierten. Und dieses Prinzip, darauf möchte ich jetzt kurz eingehen und daher auch der Titel Gott, Baal, Weihnachten und wir. Ein Hintergrund des Alten Testaments ist ja der Konflikt zwischen dem einen wahren Gott der Bibel, Jahwe, der Bundesgott Israels, auf der einen Seite und auf der anderen Seite den Göttern der umliegenden Heidennationen, den Dämonen. Immer wieder musste Gott sein Volk Israel tadeln, dass es den dämonischen Göttern der Heiden nachhurte. Dank archäologischer Entdeckungen können wir heute einiges über diese heidnischen Götter wissen, außer dem, was uns die Bibel berichtet. Und wir erfahren einige sehr pikante, wenn ich es mal so sagen darf, und interessante Sachen über Baal. Ich möchte nicht allzu viel Worte über ihn verlieren, wie ich schon sagte. Aber die Dinge, die über Baal verbreitet wurden, teilweise noch bevor das Alte Testament geschrieben wurde, lassen uns aufhorchen. Zum Beispiel gibt es eine Legende über diesen Götzen, dass er einen Chaosgott bekämpfte, ein Meeresungeheuer, der auch Leviathan genannt wird, und dass er ihn besiegte und dass er dadurch die Herrschaft über alle Götter bekam. Dieser Baal bekommt auch einen Titel von den Heiden, nämlich der auf den Wolken fährt. Wenn wir die Psalmen lesen, zum Beispiel Psalm 68 oder Psalm 104, wer ist es da, der laut der Bibel auf den Wolken einherfährt? Gott der Allmächtige, der Ewige, nicht Baal, sondern Gott. Und in Psalm 48, Vers 2 wird uns Folgendes betont. Schlagen Sie einmal auf, Psalm 48, Vers 2 bis 3. Dort steht etwas, ja, man könnte sagen, etwas Spezielles. Verse 2 bis 3. Groß ist der Herr und sehr zu loben. Das ist ja nicht speziell, das glauben wir und das bestätigen wir in der Stadt unseres Gottes auf seinem heiligen Berg. Doch nun kommt es, schön ragt empor, eine Freude der ganzen Erde, der Berg Zion an der Nordseite, die Stadt des großen Königs. Nun ist es erst einmal fraglich, aus welcher Perspektive man das betrachtet. Je nachdem steht Zion nicht immer im Norden. Und dann, wer schon einmal in Jerusalem war, weiß, dass nun der Berg Zion nicht gerade emporragend ist, geschweige denn über die ganze Geografie in der Gegend. Was wollte der Schreiber damit sagen? Ich selbst habe es nicht herausgefunden, also ich kann nur 2 Sprachen, 2,5, aber ein Bibellehrer, der die alten Sprachen und Schriften und so weiter untersucht hat, weist darauf hin, dass es wörtlich heißt, dass Zion auf den Höhen des Nordens emporragt. Und nun kommt wieder dieser seltsame Clou. Diese Formulierung
findet man auch in alten Tonschriften über Baal, der angeblich auf den Höhen des Nordens thront und dort das ganze Universum regiert. Der Psalmist wollte hier etwas Bestimmtes sagen. Er wollte nicht sagen, dass Zion der größte Berg des Nordens ist. Er wollte sagen, es gibt einen, der das Universum regiert. Und das ist nicht Baal, das ist der Gott Israels und er regiert von Zion aus. Und so können wir zum Beispiel auch Psalm 74, Verse 13 bis 14 verstehen. Lesen Sie mit mir Psalm 74, Verse 13 bis 14. In diesen Versen geht es um den Durchzug Israels durch das Rote Meer. Und es ist interessant, welche Worte da der Psalmist verwendet. Du zerteiltest das Meer durch deine Macht, zerbrachst die Häupter der Wasserungeheuer auf den Wassern. Du zerschmettertest die Häupter des Leviathans, gabst ihn zur Speise dem Volk, den Bewohnern der Wüste. Und wieder eine ähnliche Formulierung finden wir in Jesaja 27, Vers 1, wo es um den Endsieg Gottes in der Geschichte geht. Diese Stelle gehört ja auch zur sogenannten kleinen Apokalypse des Propheten Jesaja. Jesaja 27, Vers 1. An jenem Tag wird der Herr mit seinem harten und großen und starken Schwert heimsuchen den Leviathan, die flüchtige Schlange, und den Leviathan, die gewundene Schlange, und wird das Ungeheuer töten, das im Meer ist. Das sind eigentlich eigenartige Formulierungen für das Wort Gottes, könnte man meinen. Wieso verwendet der Herr solche Formulierungen, um seinen Endsieg oder seinen Sieg zu schildern? Wie gesagt, heute wissen die Leute, die das alles studiert haben, dass solche Formulierungen ausgerechnet auch im Baalskult vorkamen, dass Baal derjenige ist, der diese Schlange, die gewundene Schlange besiegt, oder dass Baal derjenige ist, der ein 7-köpfiges Meeresungeheuer besiegt. Wo kommt denn ein 7-köpfiger Drache in der Bibel vor? In Offenbarung 12. Und wir wissen, auf wen das Bild da angewandt wird, auf den Teufel. Gott der Herr verwendet im Alten Testament Formulierungen der Heiden, nicht um ihre Theologie zu übernehmen oder um zu sagen, dass die Bibel nur ein Mythos sei, sondern um zu beweisen, dass er der wahre Gott ist. Der auf den Wolken einherfährt, der Herr aller Dinge ist, der Wolken, der über allem steht, ist nicht Baal, sondern ist Gott der Herr im Himmel. Der auf den Höhen des Nordens regiert, der alles in seiner Hand hat, ist nicht Baal, es ist Gott der Herr. Der die Schlange zerstören wird, der allem Chaos ein Ende bereiten wird, ist nicht Baal, es ist Gott der Herr. Das Alte Testament versucht immer wieder zu beweisen, oder versucht ist das falsche Wort, das Alte Testament beweist immer wieder, dass es nur einen Gott gibt, der Himmel und Erde gemacht hat, dem allein Anbetung gebührt. Und das ist Jahwe, der Bundesgott Israels. Und der Mensch geworden ist, wie wir seit dem Neuen Testament wissen, in seinem Sohn Jesus Christus. Und genau dieses Prinzip haben die ersten Christengenerationen damals im 4. Jahrhundert übernommen, als sie ausgerechnet den 25. Dezember nahmen, um an die Geburt des Herrn Jesus zu erinnern. Sie wollten damit nicht sagen, ja, ihr Heiden, unser Gott ist ähnlich wie Sol, der Sonnengott. Sie wollten damit sagen, nicht Sol ist das Licht der Welt, Jesus ist das Licht der Welt. Die wahre Sonne, das wahre Licht ist Jesus Christus. Das ist der Ursprung von Weihnachten, um es mal so zu sagen. Es geht darum, zu verkündigen, wer größer ist als die Götter der Heiden. Jesus Christus, das wahre Licht der Welt. Jesus ist größer. Und das ist eigentlich die These oder die Hauptaussage dieser Botschaft. Jesus Christus ist größer. Und dafür wollen wir nun eben, wie gesagt, in den Kolosserbrief
gehen. Denn es ist eine Sache zu bestätigen, dass Jesus Christus größer ist. Aber erlaubt uns das etwa jetzt ein Weihnachtsfest einzuführen? Gehen wir zu Kolosser 1. Oh, das ist der Philipperbrief. Kolosser 1. Möchte ich vorlesen ab Vers 12. Kolosser 1 ab Vers 12. Danksagend dem Vater, der uns fähig gemacht hat zu dem Anteil am Erbe der Heiligen in dem Licht, der uns errettet hat aus der Gewalt der Finsternis und versetzt hat in das Reich des Sohnes seiner Liebe, indem wir die Erlösung haben, die Vergebung der Sünden, der das Bild des unsichtbaren Gottes ist, der Erstgeborene aller Schöpfung. Denn durch ihn sind alle Dinge geschaffen worden, die in den Himmeln und die auf der Erde, die Sichtbaren und die Unsichtbaren, es seien Throne oder Herrschaften oder Fürstentümer oder Gewalten. Alle Dinge sind durch ihn und für ihn geschaffen. Und er ist vor allen und alle Dinge bestehen durch ihn. Und er ist das Haupt des Leibes der Versammlung, der Anfang ist, der Erstgeborene aus den Toten, damit er in allem den Vorrang habe. Denn es war das Wohlgefallen der ganzen Fülle in ihm zu wohnen und durch ihn alle Dinge mit sich zu versöhnen, indem er Frieden gemacht hat durch das Blut seines Kreuzes. Durch ihn, es seien die Dinge auf der Erde oder die Dinge in den Himmeln. Bis soweit das Wort des Herrn. Wir sehen hier eine sehr umfassende Offenbarung unseres Herrn Jesus Christus. Er ist Gott selbst, in ihm lebt die ganze Fülle der Gottheit. Und er hat alle Dinge mit sich versöhnt durch seinen Tod am Kreuz von Golgatha. Nun, ich weiß, dass dieser Vers der Lieblingsvers einer gewissen theologischen Strömung ist. Ich sage damit nicht, dass jeder gerettet wird. Es benötigt einen persönlichen Glauben an den Herrn Jesus Christus, um diese Versöhnung in Anspruch zu nehmen. Aber, ich habe das schon einige Male gesagt, der Sieg Jesu am Kreuz, die Menschwerdung Gottes in Christus, sein Leben auf Erden und eben dann sein Tod am Kreuz und seine Auferstehung sind vielleicht viel umfassender, als wir das meinen, mögen oder empfinden, auch wenn es schon 2000 Jahre her ist. Es hat sich wirklich etwas gegenüber dem alten Bund verändert. Gott ist zwar immer noch derselbe, aber es hat sich vieles verändert und es ist auch vieles, um es mal so zu sagen, einfacher geworden. Und das Problem ist, wenn ich das so sagen darf, diejenigen, die Weihnachten ablehnen, gehen immer wieder zum alten Bund zurück. Sie nehmen Beispiel aus dem alten Bund. Sie nehmen die Feste des alten Bundes. Sie sagen, wir sollten doch die jüdischen Feste feiern. Sie sagen oft, dass wir doch den Sabbat halten sollten. Manche der Weihnachtskritiker interessanterweise gehen sogar so weit zu sagen, dass Jesus gar nicht Gott ist. Das hängt zwar nicht miteinander zusammen, aber es kommt oft alles aus derselben theologischen Richtung. Sie alle, so scheint es mir, vergessen, dass am Kreuz von Golgatha etwas Umfassendes geschehen ist. Die alte Ordnung des alten Bundes ist weggetan worden, erfüllt in Jesus Christus. Wir müssen keine bestimmten Rituale mehr einhalten, um uns dem Herrn zu nahen. Als Gott der Herr das Volk Israel im alten Bund tadelte, weil es nicht all die Rituale genauso einhielt, um sich ihm zu nahen. Da war das noch unter dem alten Bund. Da gab es nur den Weg zum Tempel oder vorher zur Stiftshütte, um sich Gott zu nahen. Da durfte der Hohepriester nur einmal im Jahr ins Allerheiligste. Da mussten ständig Opfer dargebracht werden. Da gab es eine genaue Regulierung für alles, was das Volk tun musste. Und das mussten sie punktgenau einhalten.
Aber wenn wir den Hebräerbrief lesen, dann sehen wir, das ist alles weggetan, erfüllt in Jesus Christus. Wir müssen keine Rituale mehr einhalten. Wir müssen keine bestimmte Feste mehr feiern, um uns dem Herrn zu nahen. Und deshalb sind wir auch frei, den Herrn so zu ehren, wie wir es wollen, in einer Weise natürlich, die ihm auch die Ehre gibt. Aber dazu komme ich noch, denn dazu möchte ich nun die zweite Stelle aus dem Kolosserbrief vorlesen. Die folgt auf Kolosser 2, Vers 8. Dort gab ja Paulus die Warnung, dass wir Acht haben sollen, dass wir uns nicht durch die Überlieferungen der Menschen von Christus fernhalten lassen. Und dann gibt er folgende Begründung in Vers 9, denn in ihm wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig. Ich möchte nicht alles lesen. Ich lese ab Vers 13. Kolosser 2 ab Vers 13. Und euch, als ihr tot wart in den Vergehungen und der Vorhaut eures Fleisches, hat er mit lebendig gemacht mit ihm, indem er uns alle Vergehungen vergeben hat. Als er ausgetilgt hat die uns entgegenstehende Handschrift in Satzungen, die gegen uns war, hat er sie auch aus der Mitte weggenommen, indem er sie an das Kreuz nagelte. Als er die Fürstentümer und die Gewalten ausgezogen hatte, stellte er sie öffentlich zur Schau, indem er durch dasselbe über sie einen Triumph hielt. Am Kreuz von Golgatha hat unser Herr Jesus Christus über die Fürstentümer, nämlich über die Mächte der Finsternis, triumphiert. Er hat den Sieg davongetragen. Es gibt jetzt nicht mehr Gebiete auf der Erde, die unheilig sind und Gebiete, die heilig sind. Also, wenn ich das so sagen darf, es gibt kein heiliges Land mehr. Es gibt wohl das Land Israel, das dem Volk Israel gehört, aber es gibt nicht mehr ein bestimmtes Land, wo Gott wohnt und drumherum ist, um es mal so zu sagen, Finsternis. Es gibt keine geheiligten Gegenstände mehr oder eine geheiligte Priesterklasse, die sich Gott nahen darf und sonst niemand mehr. Jetzt wird jeder heilig gemacht, der an Jesus Christus glaubt, unabhängig von seiner Nationalität, unabhängig davon, wo er lebt und unabhängig davon, wie seine Vergangenheit wohl aussieht. Jesus Christus hat am Kreuz von Golgatha gesiegt. Es gibt keine Tage mehr, die irgendeinem Dämon gehören. Wenn wir am 25. Dezember uns darüber freuen, dass Jesus Christus Mensch geworden ist, dann sitzt der Teufel nicht da und freut sich, dass wir jetzt am falschen Tag an Jesus Christus denken. Nein, damit proklamieren wir, Jesus ist größer. Er ist größer als alle Götter der Heiden. Er ist größer als die römischen Götter. Er ist größer als Baal. Er ist größer als Allah. Er ist größer als Buddha. Er ist größer als alle. Es gibt keinen Tag, an dem wir ihm nicht die Ehre geben könnten. Und es gibt keinen Tag, der den Dämonen mehr gehören würde als ihn. Wie es in Kolosser 1 heißt, er ist der Erstgeborene aus den Toten, Vers 18, damit er in allem den Vorrang habe. Er hat den Vorrang. Es geht um Jesus. Er ist, ich sage es nochmal und ich wiederhole mich wahrscheinlich noch 20 Mal, aber das soll in uns drin sein. Er ist größer. Und deshalb sagt nun Paulus Folgendes ab Vers 16 von Kolosser 2. Kolosser 2, Vers 16. So richte euch nun niemand wegen Speise oder wegen Trank oder hinsichtlich eines Festes oder Neumondes oder von Sabbaten, die ein Schatten der zukünftigen Dinge sind. Der Körper aber ist des Christus. Was auch immer ihnen gutmeinende Menschen sagen, keiner kann sie dafür verurteilen, ob sie jetzt ein jüdisches Fest halten oder nicht. Keiner kann sie dafür verurteilen, ob sie jetzt ein Schwein essen oder nicht. Keiner kann sie dafür verurteilen, ob sie jetzt den Sabbat halten oder nicht. Sie sind nur Schatten gewesen, hinweisend auf Christus. Und in ihm wurde alles erfüllt. Warum müssten wir nicht mehr in den Tempel pilgern und Opfer zur bestimmten Zeit bringen? Weil Jesus Christus das wahre Opferlamm ist. Er hat ein für alle Mal das Opfer dargebracht. Warum gibt es keinen Tempel mehr? Weil wir jetzt der Tempel Gottes sind in Jesus Christus. Und warum müssen wir nicht einmal mehr den Sabbat heiligen?
weil wir für alle Zeit in die ewige Sabbatruhe Gottes eingegangen sind, weil wir ein Teil am Leib Christi sind. Und der Herr Jesus ist der Herr des Sabbats, wie er sagt. Wir sind in ihm. Für uns ist alle Tage, um es mal so zu sagen, Sabbat, aber für uns ist auch alle Tage Weihnachten, für uns ist alle Tage Ostern, aber wir sind frei, Feste und Tage so zu halten, wie wir wollen. Wenn also Christen sagen, wir würden gerne an diesem Tag besonders die Geburt unseres Herrn feiern, glauben Sie, dass da der Herr im Himmel sich sagt, jetzt wollen Sie mich feiern, das habe ich Ihnen aber gar nicht geboten im Alten Testament. Das ist aber schlimm. Nein, das klingt vielleicht ein bisschen ironisch. Und ich wollte mich ja zurückhalten. Ich möchte mich nicht über die Leute lustig machen, die ihren Herrn ehren wollen und sich sagen, wir können Weihnachten aus diesen und diesen Gründen nicht feiern. Aber wir sollten uns schon dessen bewusst sein, dass der Herr Jesus Sieger ist. Und dass wir Feste halten und Tage halten können, wie wir wollen, wie der Apostel Paulus auch im Römerbrief sagt. Der eine hält den Tag so, der andere hält ihn so. Er tue es zur Ehre des Herrn. Im Korintherbrief sagt Paulus, dass wir alles essen dürfen, was auf dem Fleischmarkt angeboten wird, inklusive Götzenopferfleisch. Wir müssen uns also nicht Gedanken darüber machen, ob das Fleisch, das gerade ein Schnäppchen ist, aus einem Heidentempel stammt. Nun, heutzutage ist das nicht mehr so ein Problem. Das Einzige, worauf wir achten müssten, sagt Apostel Paulus, ist, dass wir keine Gemeinschaft mit den Dämonen haben und dass wir alles zur Ehre unseres Herrn Jesus Christus tun. Und das sagt er auch im Kolosserbrief. Kolosser 3, Vers 17. Kolosser 3, Vers 17. Alles, was immer ihr tut, im Wort oder im Werk, alles tut im Namen des Herrn Jesus, danksagend Gott dem Vater durch ihn. Das ist unser Prinzip. Keine Gemeinschaft mit den Dämonen haben, alles zur Ehre des Herrn. Wenn wir jetzt dieses Prinzip auf das Weihnachtsfest anwenden, könnten wir Folgendes sagen. Äußerliche Dinge, wie eben die Weihnachtsfeier, wie Weihnachtsbäume, wie Weihnachtsplätzchen, Adventskränze oder dergleichen, sind weder ein Gebot noch verboten. Wir dürfen sie gebrauchen, wenn wir wollen. Wir können Feste feiern, wenn wir wollen, solange wir dabei keine Gemeinschaft mit den Dämonen haben. Wir sind, und das ist wichtig, wir sind nicht verpflichtet, Weihnachten zu feiern. Also wenn einer von Ihnen sich sagt, ich möchte lieber nicht Weihnachten feiern, sind Sie deswegen kein schlechter Christ. Wenn aber einer von Ihnen sagt, ich möchte gern Weihnachten zur Ehre des Herrn feiern, sind Sie auch kein schlechter Christ. Es wird uns weder geboten noch verboten. Warum? Weil die Mächte der Finsternis besiegt sind, weil wir jetzt in Christus Jesus versetzt sind durch den Glauben und wir die Tage halten können, wie wir wollen. Ich weiß, ich wiederhole mich. Noch einmal weiter in Kolosser 2. Wir haben gelesen in Vers 8, gebt Acht, Kolosser 2, Vers 8, gebt Acht, dass nicht jemand da sei, der euch als Beute wegführt durch die Philosophie und durch eitlen Betrug nach der Überlieferung der Menschen, nach den Elementen der Welt und nicht nach Christus. Und jetzt in den weiteren Versen erfahren wir, was Paulus damit meint, nämlich Folgendes. Wir haben schon gelesen, Vers 16, dass uns eben niemand richtet wegen dem, was wir essen oder feiern. Und Vers 18, niemand bringe euch um den Kampfpreis, der seinem eigenen Willen tut, in Demut und Anbetung der Engel, indem er auf Dinge eingeht, die er nicht gesehen hat, grundlos aufgebläht von dem Sinn seines Fleisches, und nicht festhaltend das Haupt, aus dem der ganze Leib durch die Gelenke und Bänder unterstützt und zusammengefügt das Wachstum Gottes wächst. Und nun kommt eine genauere Definition sozusagen. Wenn ihr, Kolosser 2, Vers 20, wenn ihr mit Christus den Elementen der Welt gestorben seid,
Was unterwerft ihr euch Satzungen, als lebtet ihr noch in der Welt? Berühre nicht, koste nicht, betaste nicht. Dinge, die alle zur Zerstörung durch den Gebrauch bestimmt sind, nach den Geboten und Lehren der Menschen, die zwar einen Schein von Weisheit haben in eigenwilligem Gottesdienst und in Demut und in Nichtverschonen des Leibes und nicht in einer gewissen Ehre, zur Befriedigung des Fleisches. Paulus prangert hier ausgerechnet diejenigen an, die sagen, du darfst das nicht anfassen, du darfst das nicht berühren, du darfst das nicht essen, du darfst jenes nicht tun. Diejenigen also, die durch ihr Verhalten leugnen, dass Jesus Christus am Kreuz von Golgatha den Sieg davongetragen haben. Diejenigen, die meinen, man müsste das Leben der Gottseligkeit sei ein Leben, jetzt muss ich die richtigen Worte finden, nicht, dass Sie mich missverstehen, sei ein Leben, in dem man alles verbietet und gebietet und so weitermacht, als sei der alte Bund niemals erfüllt worden in Jesus Christus. Das sind die Überlieferungen der Menschen, die wir verwerfen sollen. Das bedeutet einerseits, wenn jemand zu ihnen sagt, sie müssen Weihnachten feiern, dann sagt er einen Blödsinn. Wenn ihnen aber einer sagt, sie dürfen Weihnachten nicht feiern, sagt ihnen auch ein Blödsinn. Das sind Gebote der Menschen. Wir dürfen es zur Ehre unseres Herrn. Er freut sich, wenn wir uns über ihn freuen. Aber alles im Namen des Herrn Jesus Christus. Die Weihnachtsfeier an sich hat nichts mit dem kanaanitischen Götzendienst zu tun und auch nicht mit dem römischen Götzendienst. Wenn wir den Weihnachtsbaum schmücken, seien Sie mal ehrlich, wenn Sie den Weihnachtsbaum schmücken, sind Sie dann etwa gezwungen, Heil Cäsar oder Heil Baal zu rufen? Denkt irgendjemand beim Weihnachtsbaum heute an Baal oder an einem Götzen? Oder wenn Sie jetzt Freude an Gänse haben und eine Weihnachtsgans machen, denken Sie dann an irgendeinem Germanen, der zur, wie heißt das überhaupt, Wintersonnenwende, eine Gans gegessen hat? Wenn es der Paulus nicht für nötig gehalten hat, nachzuforschen, ob das Fleisch, was er auf dem Fleischmarkt kauft, aus einem Tempel seiner Zeit stammt, wieso sollten wir uns dann den Kopf zerbrechen, ob die Feier und die Bräuche, die wir jetzt zur Ehre des Herrn machen, vor tausenden Jahren mal eine Ähnlichkeit mit dem hatten, was die Germanen so tun und lassen. Mag sein, dass sie die Bäume verehrt haben, aber das waren keine Tannenbäume, das waren Eichen. Mag sein, dass im Dezember dem Sonnengott Sol gehuldigt wurde, aber die Römer hatten für jeden Gott jeden Monat irgendeinen Tag. Wir feiern zur Ehre unseres Herrn Jesus Christus und lassen Sie sich die Freude an Ihrem Herrn nicht nehmen. Er ist das Licht der Welt und bis heute verkündigt das auch Weihnachten. Und ich weiß, die Neuheiden, die Atheisten wollen unbedingt wieder, dass das Weihnachtsfest nicht christlich ist. Sie versuchen es zu verbannen, sie sind ganz froh um alles Heidnische. Da können Sie auch einige interessante Hintergründe hier lesen, was die Nationalsozialisten zum Beispiel gemacht haben. Wir sollten doch Christus nicht aus Weihnachten verbannen, sondern erst recht für das Licht der Welt einstehen. Wenn jemand ein Krippenspiel heute sieht, sagt er, oh schön, da liegt der Sonnengott Sol in der Krippe. Nein, er wird in einer Weise an Jesus Christus erinnert und das ist doch für uns die Möglichkeit, auf ihn hinzuweisen. Wir feiern ihn, er ist Herr. Ich sage es noch einmal, Jesus ist größer. Aber, und damit möchte ich doch zu der ernsten Anwendung kommen, das heißt nicht, dass für uns Christen nicht die Gefahr besteht, dass Weihnachten für uns ins Dämonische ausarten kann. Dies geschieht aber nicht unbedingt, wenn wir Plätzchen backen und Gänse braten. Die Frage, die wir uns stellen sollten, ist, ob das, was wir heute tun, heute mit dem christlichen Glauben vereinbar ist.
Wie ich schon sagte, Weihnachten wird heute immer noch mit der Geburt Jesu mit Freude und Licht in Verbindung gebracht. Erlauben Sie mir ein Parallel oder ein Beispiel. Halloween. Das wird heute mit Hexerei, Zauberei, Finsternis und allem möglichen Dreck in Verbindung gebracht, von der ganzen Welt. Da würde ich jetzt persönlich sagen, da sollte ein Christ von Abstand nehmen. Weihnachten gilt immer noch als christliches Fest. Sie werden an Weihnachten nicht gezwungen, zur Ehre des Kaisers zu opfern oder zu Ehren der Dämonen einen Baum zu schmücken und damit auszusagen, dass dieser oder jener Götze etwas ist. Vielleicht kommt dieser Tag mal in der Gesellschaft und dann müssten wir wieder neu überlegen, wie wir unser Fest feiern. Aber ich glaube, dass die Gefahr des Dämonischen heute an Weihnachten für uns lauert irgendwo, wo ihn die meisten Weihnachtskritiker vielleicht nicht vermuten. Und zwar in unserem Herzen. Paulus sagt uns Folgendes in Kolosser 3, Vers 5, wie wir nun als Christen leben sollen. Kolosser 3, Vers 5. Tötet nun eure Glieder, die auf der Erde sind. Hurerei, Unreinheit, Leidenschaft, böse Lust und Habsucht, die was? Götzendienst sind. Und was ist Götzendienst? Dämonisch. Jakobus macht sozusagen eine Ergänzung über das, was dämonisch ist. Wir lesen einmal Jakobus 3. Jakobus 3, Vers 14, ab Vers 14. Jakobus 3, ab Vers 14. Wenn ihr aber bitteren Neid und Streitsucht in eurem Herzen habt, so rühmt euch nicht und lügt nicht gegen die Wahrheit. Dies ist nicht die Weisheit, die von oben herabkommt, sondern eine irdische, sinnliche, teuflische. Denn wo Neid und Streitsucht ist, da ist Zerrüttung und jede schlechte Tat. Wieder das Teuflische, das Dämonische ist da, wo Neid und Streitsucht und Uneinigkeit und Hass und Bitterkeit ist. Weihnachten kann für uns ganz schnell dämonisch werden, wenn wir es benutzen, einerseits um unsere Begierden zu befriedigen, wenn wir uns von dem ganzen Konsumrausch, der um uns herum stattfindet, einnehmen lassen und wenn es nur um unser eigenes Vergnügen geht. Weihnachten wird für uns dämonisch, wenn wir gerade an dieser Zeit streiten und bitter werden und andere beneiden und uns von Hass bestimmen lassen. Dann ist das Weihnachtsfest dämonisch geworden. Das ist so viel schlimmer, als wenn wir Weihnachten jetzt an diesem oder jenem Tag feiern. Das, worauf unser Herr Wert legt, ist unser Herz, was in unserem Herzen ist. Es ist nicht das Äußerliche, auch wenn wir ihn mit äußerlichen Dingen ehren können und dürfen. Das, worauf wir achten müssen, ist auch in diesen Tagen ganz besonders unser Herz. Machen wir uns nichts vor, das weiß ich, und darum kann ich auch all diejenigen, denen Weihnachten bis hier steht und raushängt, machen wir uns nichts vor, es ist in dieser Welt nur ein hohles, leeres Fest, ein Konsumrausch, den die Welt nur gebraucht, um nochmal kräftig Werbung zu machen, und die Geschäfte profitieren sehr davon. Und wir können leicht in diesen Rausch verfallen und nur unseren Begierden hinterherhecheln, unserer Habsucht frönen und am Ende bereuen wir, was wir so alles getrieben haben und wofür wir Geld rausgeschmissen haben. Ja, das ist dämonisch. Aber wenn wir an unseren Herrn Jesus Christus denken, wenn wir ihm die Ehre geben, wenn wir ihn feiern, wenn wir es hinausposaunen, er ist größer, dann wird Weihnachten zu einem Fest zu seiner Ehre. Wenn wir an Weihnachten den Frieden suchen, wenn wir uns nicht streiten und von Hass bestimmen lassen und von Neid, wer der eine schönere Geschenke hat als wir. Gut, das ist ganz kindisch, aber das kann es trotzdem geben, sogar unter Erwachsenen. Wenn wir uns freuen mit anderen und andere lieben,
und anderen das Gute tun und Weihnachten auch dazu nutzen, andere Gutes zu tun, wenn wir Frieden suchen und Sanftmut und die Weisheit, die von oben kommt, nach dieser trachten, wie es Jakobus sagt, dann geben wir unserem Herrn und Gott die Ehre. Und das ist mein Aufruf, meine Mahnung, wenn Sie mir dieses Wort erlauben, aber auch meine Ermutigung für diese Weihnachtstage. Wenn Sie feiern und vielleicht einen Stern aufhängen, zählen Sie nicht die Zacken an diesem Stern, das ist egal, das ist äußerlich, sondern prüfen Sie, was in Ihrem Herzen ist. Denken Sie daran, um wen es geht. Blicken Sie auf Jesus oder wie es Kolosser 3, Verse 1 bis 4 wie folgt sagt. Trachten Sie nach dem, was droben ist. Wenn ihr nun mit dem Christus auferweckt worden seid, so sucht, was droben ist, in allem, was sie tun. Wo der Christus ist, sitzen zur Rechten Gottes, sind auf das, was droben ist, nicht auf das, was auf der Erde ist. Auch Weihnachten, es vergeht, all die Feier und Feste, sie vergehen. Denn ihr seid gestorben und euer Leben ist verborgen mit dem Christus in Gott. Es geht um ihn und ihm allein. Jesus ist größer. Amen. Amen. Ich möchte noch beten. Vater im Himmel, in Jesu Namen danken wir dir für die Freiheit, die du uns geschenkt hast, mit der Menschwerdung deines Sohnes, Herr. Ja, dass du, Gott selbst, damals vor 2000 Jahren nahbar geworden bist. Dass wir jetzt diese Freimütigkeit haben, uns auf jede Weise dir zu nähern, Herr, dass wir keine bestimmten Rituale mehr einhalten müssen, sondern dass du, Herr Jesus, uns frei gekauft hast und völlig gereinigt hast durch dein kostbares, teures Blut, für uns vergossen am Kreuz von Golgatha, Herr. Und ich bitte dich für einen jeden Einzelnen von uns, Herr, schenk uns die Gnade, dass wir diese Tage, diese Weihnachtstage wirklich zu deiner Ehre nutzen, dass wir uns nicht von weltlichen Vergnügungen wegreißen lassen, dass wir auch nicht Bitterkeit in uns aufkommen lassen, sondern dass wir auf dich blicken, Herr Jesus, dass du für uns in jeder Hinsicht immer noch größer bist und dass es um dich geht, Herr. Ja, verherrliche du dich selbst in unserem Leben, auch in diesen Tagen, und wir danken dir dafür, dass du es auch tun willst und dir allein gebührt die Ehre. Amen.